Ja, so gut. Wow, hey, ich möchte zu Beginn alle begrüßen, die online dabei sind und speziell das ICF Lörrach, die schauen jetzt nämlich zu und wir machen jetzt Folgendes. Unser lieber Fabian wird jetzt durch die Reihen gehen und ihr werdet die ICF Lörracher und die im Livestream so richtig begrüßen. Okay, jubelt, schreit, tanzt, Kleider anlassen, das ist wichtig. Aber jetzt, Fabian, geh mal durch die Reihen, sag Hallo ICF Lörrach. Wunderbar. Ja, no, ey, come on, es geht ein bisschen mehr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So schön seid ihr mit dabei, ICF Lörrach. Fantastisch. Hey, wir haben uns in den letzten 8 Wochen als Church beschäftigt. Was heißt es, ein Jünger zu sein von Jesus? Lebensstil Jesus ist die Serie, in der wir drin sind. Und es gibt einige Wörter, es gibt ein paar Wörter, die sind in der deutschen Bibelübersetzung irgendwie ein wenig missverständlich übersetzt. Und dazu gehört dieses Wort Jünger oder Jüngerschaft. Ich habe es schon mal gesagt vor ein paar Wochen. Für mich ist das eigentlich eine Katastrophe, weil das ist so ein zentrales Wort für unser Selbstverständnis als Christen. Aber niemand benutzt dieses Wort heute noch im Alltag. Was zum Geier ist ein Jünger? Jünger, Jüngerschaft, macht mich das jünger oder älter oder was ist das? Und für Luther war das damals im 16. Jahrhundert ein gutes Wort, weil jeder das verstanden hat. Aber eigentlich heißt das übersetzt aus dem Griechischen ein Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler oder ein Lernender oder besser noch ein Lehrling. Das heißt, wenn du ein Jünger bist von Jesus, bist du ein Lehrling von Jesus. Du folgst Jesus nach. Du lernst von ihm. Du versuchst ihn zu imitieren. Du adoptierst seinen Lebensstil als Lernende oder Lernende. Und John Mark Comer hat dieses Buch geschrieben, vom Leben vom Meister lernen oder auf Englisch Practicing the Way. Und ich glaube, das gibt es auch in dem Buchladen. Und er hat gesagt, dass dieses ganze Konzept ein Umdenken von uns erfordert. Ein Umdenken. Ein Umdenken. Weil Jüngerschaft geschieht nicht an einem Event. Jüngerschaft findet nicht an einem Event statt, sondern durch einen Prozess. Und verstehe mich nicht falsch, ich mag Events. Ich liebe Events, ich finde Events toll. Und Events haben auch Kraft, weil Events inspirieren, Events geben Impulse, Events motivieren. Aber Events alleine verändern dein Leben nicht. Das, was wirklich einen Einfluss hat auf dein Leben, ist, wenn du das in deinen Alltag integrierst und zum Prozess werden lässt. Und John Mark Comer hat gesagt, die haben 8 Jahre gebraucht als Kirche, um dieses Verständnis wirklich zu begreifen. Und wir haben diese Serie jetzt 8 Wochen, vielleicht hast du gedacht, ja, können wir mal ein anderes Thema machen, jetzt sind wir seit 8 Wochen dran. Wir sind mindestens noch 8 Jahre dran, okay? Weil das braucht ein Umdenken. Was heißt es denn im Alltag, Jesus nachzufolgen, diese Übungen zu implementieren, das zum Lebensstil werden zu lassen und so weiter. Und ich möchte gerne zu Beginn dir auch ganz speziell die Small Group Zeiten ans Herz legen nach den Predigen jeweils, weil ich bin überzeugt, die Gottesdienste werden super. Und die Predigten, die werden unglaublich super, oder? Aber die werden dein Leben vielleicht inspirieren, dir einen Impuls geben, aber sie werden dein Leben nicht wirklich verändern. Das, was wirklich Veränderung bringt, ist, wenn du es im Alltag umsetzt. Und dabei helfen einfach kleinere Gruppen, in denen du das Zeugs besprechen kannst und du kannst diese Dinge vornehmen, ihr könnt austauschen, ihr könnt füreinander beten. Und wir werden gleich nach der Predigt dann in diese Small Group Zeiten gehen. Kai wird dann noch mehr dazu sagen. Auch wenn du online zuschaust, mach das trotzdem. Auch triff dich mit jemandem, triff dich mit einer Small Group, besprich, was du heute hörst. Ich möchte diese Predigt starten und auch diese Predigtreihe in diesem Camp mit einer Frage. Und zwar die Frage, die bewegt mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Und die lautet, was willst du? Was willst du eigentlich?
Was willst du eigentlich wirklich? Überleg dir das mal. Was für ein Mensch möchtest du sein? Was für ein Mensch möchtest du werden? Ein guter Vater, eine gute Mutter, erfolgreich in der Karriere, berühmt, Ansehen. Was möchtest du? Und es lohnt sich, über diese Frage nachzudenken, weil Jesus stellt jedem von uns die Frage, möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du das? Möchtest du mein Jünger sein? Möchtest du mein Lehrling sein? Möchtest du von mir lernen? Möchtest du mich imitieren? In den vergangenen Wochen haben wir verschiedene geistliche Übungen angeschaut. Wir haben über Fasten geredet, das ist meine Lieblingsübung. Ich faste jeden Tag, immer von abends um 10 Uhr bis morgens um 6 Uhr. Immer konsequent, jeden Tag mache ich das, ziehe ich das durch. Ich bin so heilig. Wir haben über Gebet geredet, über Gemeinschaft, über Sabbat. Und all diese Übungen, die sind wichtig und richtig, wenn wir Jesus ähnlicher werden, weil wir schauen, du schaffst dort Raum für die Kraft Gottes in deinem Alltag, aber all diese Übungen, die sind eigentlich sekundär. Primär musst du dir die Frage stellen, willst du überhaupt Jesus ähnlicher werden? Also nicht so nebenbei als Nebenprojekt, sondern ist das wirklich dein Anliegen? Und ich muss ehrlich sein mit euch, diese Frage fordert mich zurzeit wirklich heraus. Ist mir das wirklich das Wichtigste im Leben? Möchte ich Jesus wirklich ähnlicher werden? Ist mir neben allem anderen das Wichtigste? Und das beschäftigt mich, weil ich habe eine Familie, wir haben Kinder, wir haben ein volles Leben. Bin ich wirklich frei? Ist mir das mein größtes Anliegen? Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist in der Bibel. Das zieht sich durch die ganze Bibel von Anfang bis Schluss durch. Gott stellt immer wieder Fragen. Gott stellt Fragen an Menschen. Und es ist eigentlich absurd, weil Gott weiß ja die Antwort schon. Er fragt ja nicht Dinge, die er nicht weiß, sondern er möchte etwas bewegen in dem Menschen, dem er die Frage stellt. Zum Beispiel, die erste Frage, die Gott stellt, ist an Adam gerichtet. Adam und Eva sind im Garten Eden, sie essen von der verbotenen Frucht und plötzlich merken sie, dass sie nackt sind, sie schämen sich und verstecken sich vor Gott. Und dann heißt es in der Bibel, dass Gott Adam fragt, Adam, wo bist du? Als würde Gott nicht wissen, wo Adam ist. Natürlich weiß Gott, wo Adam ist. Aber er möchte in Adam etwas auslösen, dass sich Adam selbst diese Frage stellt. Ja, wo bin ich eigentlich? Warum habe ich hier ein Feigenblatt hingestellt? Was ist los? Warum bin ich hier? Und es geht eine Reflexion los. Oder Mose vor dem brennenden Dornbusch wird von Gott gefragt, Mose, was hast du in deiner Hand? Als würde Gott nicht wissen, dass Mose einen Stab in seiner Hand hat. Aber Mose schaut durch diese Frage in seine Hand und sieht, ich habe einen Stab in meiner Hand. Gott stellt Fragen, nicht weil er die Antwort wissen will, sondern weil er etwas in uns auslösen möchte. Oder Elia, der erschöpft und entmutigt nach einer Auseinandersetzung mit Isabel den Mut verloren hat, erschöpft, flüchtet, in eine Höhle kriecht und fastet und dort verzweifelnd in der Höhle liegt. Und dann kommt Gott und fragt ihn, Elia, was machst du hier? Ja, was mache ich eigentlich hier? Und diese Frage hat dazu beigetragen, dass Elia wieder aus dieser Höhle rauskam und wieder in seinen Dienst gestellt worden ist. Wir sehen das auch im Leben von Jesus immer wieder. Er fragt ständig Fragen. Der menschgewordene Gott stellt Fragen. Warum habt ihr gezweifelt? Gute Frage. Diese Frage lohnt sich einmal zu beantworten. Warum zweifle ich eigentlich? Oder Petrus fragte, liebst du mich? 3-mal, als würde Jesus das nicht schon wissen. Petrus sagt selbst, Jesus, du weißt doch alles, du kennst mich. Warum fragst du?
dreimal nach, weil er etwas auslösen möchte. Oder dieser Mann, ich habe es vor ein paar Wochen erzählt in der Predigt, dieser Mann am Teich von Bethesda, der ist 38 Jahre lang krank, gelähmt, liegt dort an diesem Teich, irgendwie ein heiliger Ort, das Wasser wird immer wieder bewegt und jeder, der in dieses Wasser reinsteigt, der Erste, wird geheilt. Und dieser Mann liegt seit 38 Jahren an diesem Teich und Jesus, der immer wieder Menschen heilt, kommt vorbei und stellt ihm eine absurde Frage. Möchtest du gesund werden? Möchtest du das? Und irgendwie ist das für uns absurd, weil der ist ja krank seit 38 Jahren. Und dann kommt dieser Mann und erklärt, warum er nicht geheilt ist, weil immer jemand anderes vor ihm ins Wasser steigt. Und jedes Mal, wenn er sich aufrafft, ist ein anderer wieder zuerst. Und jetzt bin ich halt hier. Und irgendwie war diese Frage für diesen Mann entscheidend. Und ich habe diese Geschichte schon mal erzählt im Zusammenhang mit Großzügigkeit. Wir können noch lange über die Übung Großzügigkeit reden und uns inspirieren lassen, aber die wichtige Frage ist, will ich das überhaupt werden? Will ich das sein? Und ich glaube, diese Frage kann man wirklich gut übertragen auf Jesus Nachfolge. Weil versteht ihr, wir können noch lange darüber reden, was gibt es für Kniffs, was gibt es für Tricks, wie mache ich das, wie machst du das? Aber wenn ich das nicht wirklich will, dann ist das alles sinnlos. Will ich wirklich Jesus nachfolgen? Ist das mein höchstes Ziel? Möchte ich ihm ähnlicher werden? Willst du das? Jesus stellt dir die Frage, willst du mir nachfolgen? Oder haben wir immer wieder Ausreden? Ja, nein, es kommt immer wieder was dazwischen. Ja, nein, ich bin noch im Studium, ich muss jetzt mich auf mein Studium fokussieren. Wenn ich dann mal fertig bin mit dem Studium, dann folge ich wirklich Jesus nach. Und vielleicht sagst du, na, ich bin noch Single, wenn ich dann mal geheiratet habe und eine Familie gegründet habe, dann folge ich Jesus wirklich nach. Und jetzt hast du geheiratet, hast Kinder und denkst dir, wenn meine Kinder mal weg sind und ausgezogen, dann folge ich Jesus wirklich nach. Dann bin ich bereit, all in zu gehen. Schau, es lohnt sich, diese Frage gefallen zu lassen, weil Jesus sagt, wir sollen uns gut überlegen, ob wir ihm nachfolgen wollen. Er sagt in Lukas 14, 28, wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht zuerst hinsetzen und die Kosten berechnen, ob er auch genug habe zur Ausführung? Er redet hier im Zusammenhang mit Nachfolge. Möchtest du Jesus nachfolgen? Ich bin überzeugt, Nachfolge, Jesus Nachfolge, ein Lehrling zu sein von Jesus, ist das Beste, was dir als Mensch geschehen kann. Du bist dafür geschaffen, hier blühst du auf, das ist deine Berufung, aber versteh mich nicht falsch, Jesus Nachfolge hat seinen Preis, weil du sagst Ja zu etwas und gleichzeitig Nein zu 1000 anderen Sachen. Wir werden morgen mehr dazu hören, was es heißt, auch mal Nein zu sagen, aber Jesus sagt ein paar Verse weiter in Vers 33. Denn so kann keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, mein Jünger sein. Und ganz ehrlich, das fordert mich zurzeit wirklich heraus. Bin ich frei von den Dingen dieser Welt? Bin ich frei, dass ich Jesus nachfolgen kann? Will ich das wirklich? Oder ist mir das, was ich besitze, das, was ich mir erarbeitet habe, mein Ansehen, ist mir das wichtiger? Meine Gesundheit, meine Familie, mein Haus, ist mir das wichtiger oder bin ich frei für die Jesus-Nachfolger? Es ist nicht falsch, diese Dinge zu haben und gesegnet zu sein, aber bin ich frei? Möchte ich das wirklich? Es gibt diese andere Geschichte in der Bibel, im Neuen Testament. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er kommt in Jericho vorbei und dort ist ein blinder Mann am Straßenrand. Und er hört, dass Jesus vorbeikommt und er ruft mit voller Lautstärke, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mir. Und er schreit und schreit und die wollen ihn stillhalten und er schreit und schreit. Und dann hält Jesus an, geht zu diesem Mann vorbei und stellt ihm eine Frage. Er fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Was soll ich tun für dich?
Und wir sehen auch hier, dass Jesus nicht einfach eine Antwort sucht, sondern tiefer gehen möchte. Was willst du, dass ich dir tue? Und stell dir vor, Jesus wäre heute hier, physisch, kommt zu dir in dein Bungalow und fragt dich diese Frage. Was soll ich für dich tun? Was würdest du ihm antworten? Welche Bitte würdest du an ihn richten? Und deine Antwort sagt viel darüber aus, was dir wirklich wichtig ist. Und natürlich, vielleicht hast du ein Gebrechen, vielleicht hast du eine Not, ein Leiden und du wirst wie der Mann sagen, dass ich wieder sehen kann und du wirst geheilt. Und das sind alles berechtigte Antworten und das ist auch okay. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn jetzt Jesus in mein Leben so kommen würde und mich fragen, was soll ich für dich tun? Würde ich dann die Antwort geben, Jesus, hilf mir, dass ich dir nachfolgen kann. Ich möchte dir ähnlicher werden. Hilf mir, dir auf Schritt und Tritt zu folgen. Hilf mir, schenk mir deinen Heiligen Geist, dass ich dich imitieren kann, dass ich so werde wie du, so lebe wie du, so bete wie du, so denke wie du, schenke mir dein Wesen. Wäre das mein erstes Gebet? Ist Jesus Nachfolge und Jüngerschaft, ein Schüler zu sein, mein erstes Anliegen? Das fordert mich zurzeit richtig fest heraus. Und deswegen möchte ich dir diese Frage nochmals stellen. Möchtest du Jesus wirklich nachfolgen? Weil es ist freiwillig. Jesus lädt uns ein. Was soll Jesus für dich tun? Als ich ca. 18 Jahre alt war, habe ich mir intensiv die Frage gestellt, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich habe euch das schon ein paar Mal in verschiedenen Facetten immer wieder erzählt. Ich war da wie in einem Midlife-Crisis meiner ersten. Ich hatte noch nie eine zweite, aber das war meine erste, genau. Weil mein Gymnasium ging zu Ende und ich musste mich entscheiden, was gehe ich studieren, was wird mal aus mir? Was soll ich tun? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Warum bin ich hier? Und ich habe mir überlegt, ja, komm, ich werde Zahnarzt oder so, weil dort verdienst du viel Geld. Oder ich mache Physik und da verdienst du auch viel Geld, weil dann kann ich schöne Ferien machen. Ich kann mir ein tolles Haus kaufen. Ich habe dann viel Geld. Und wirklich, ich habe dann überlegt, wie könnte ich am meisten Geld verdienen? Das war meine Überlegung. Und irgendwie habe ich dann aber auch festgestellt, nein, das kann es nicht sein. Es muss mehr geben als das. Und long story short, diese Frage, das war eine existenzielle Frage für mich, was will ich eigentlich, hat dazu geführt, dass ich mein Leben für Gott geöffnet habe. Ich habe ihn begonnen zu suchen. Habe mich entschieden, an eine Bibelschule nach Australien zu gehen. Ich ging dort 1 Jahr hin, es wurden dann 2 Jahre draus. Ich habe mein Konto geleert, das meine Eltern für mich angesammelt haben über all die 18 Jahre. Für das 2. Jahr, vielen Dank, wo sind Sie, meine Eltern, dass ich das machen durfte, danke. Ich bin dann 2 Jahre geblieben und so weiter. Aber ein paar Monate bevor ich dann nach Australien ausgewandert bin, bin ich zuerst nach London gereist, an die Hillsong Conference, weil ich ging an das Hillsong College in Sydney, Australien. Und das war im Herbst, glaube ich, bevor ich dann im Winter ausgewandert bin. Und ich hatte 2 Freundinnen, also nicht, wie sagt man, 2 Kolleginnen, genau, auf Schweizerdeutsch. Und die waren im Sommer dieses Jahres im Urlaub in Nizza. Nicht weit von hier, in Nizza waren die. Und die hatten dort eine Bekanntschaft gemacht mit einem superreichen, ich weiß nicht, Iraner, glaube ich. Einer aus dem Mittleren Osten, superreich, der hat sie dann eingeladen auf seine Yacht. Der hatte eine Yacht in Nizza. Es war wirklich ein schweinereicher Mann. Das war nicht ein Schwein, es war ein stinkreicher Mann. Und da hat sie auf seine Yacht genommen, die haben dort einen super Tag verbracht und diese 2 Kolleginnen, die waren so 18, 19 Jahre alt, schon ein bisschen bedenklich, aber egal. Im Nachhinein denkt man, was habt ihr da gemacht? Und er hat ihnen das Angebot gemacht, er hat gesagt, wenn ihr jemals nach London kommt, gebt mir Bescheid, dann könnt ihr bei mir wohnen. Das haben mir die 2 Kolleginnen erzählt und dann habe ich gedacht, hey, wir gehen doch nach London an die Hillsong Conference. Frag doch bei dem Mann nach.
ob wir bei ihm wohnen können. Und er sagt, nein, dann hat sie das aber getan, hat ihm geschrieben, hat gesagt, ja, kommt vorbei, kein Problem, ich habe Platz, ihr könnt bei mir wohnen, diese 3-4 Tage. Ich sage, hey, Hammer. Dann sind wir mit dem EasyJet losgeflogen nach London, sind in das Taxi gestiegen, wir waren zu dritt. Alles, was wir hatten, war eine Adresse. Ich weiß auch nicht, wieso ihr, meine Eltern, ihr habt ja keine Ahnung, wo ich war. Nein, also, keine Ahnung, sie schütteln den Kopf. Im Nachhinein. Das, alles, was wir hatten, war eine Adresse. Wir sind in ein Taxi rein und dann sind wir losgefahren ins Zentrum von London. Ins Zentrum. Und kennt ihr das Harrods Einkaufszentrum? Kennt ihr das? Das ist dieses Ultra-Luxus-Einkaufszentrum in London und dort haben wir angehalten. Und nebendran war ein Gebäude. Und er hat gesagt, hier ist die Adresse. Und ich so, okay, my goodness. So, das sind wir da ausgestiegen mit unserem Gepäck. Auf die Rückseite des Gebäudes, in die Tür rein, in den Lift rein, haben wir geschaut, welcher Stock von diesen 12 Stockwerken ist es. Und der oberste Knopf, der hieß Penthouse. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist unsere Wohnung. Hier wohnen wir. Und haben wir dort geklingelt. Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Sind da hochgefahren, die Tür ging auf und da stand ein kleiner Asiate, ein Mann, der uns das Gepäck abgenommen hat. Und ich habe dann gemerkt, dass er mich nicht reinlassen wollte, weil er gedacht hat, ich bin einfach der Gepäckträger für die 2 Frauen. Ich habe gesagt, nein, ich gehöre dazu. Na, okay, dann sind wir da zu dritt rein. Und ich habe noch nie so eine Wohnung gesehen, so ein Penthouse. 270 Grad, alles Glas, eine Aussicht auf London. Crazy, ich weiß nicht, doppel- oder dreistöckig. Der Mann war dort, sein persönlicher Koch war dort. Er hat mir ein eigenes Zimmer im 2. Stock mit Terrasse gegeben. Ich war dort, ich habe gedacht, ich spinne, oder? Und dann haben wir unser Gepäck deponiert und sind dann an die Hillsong Conference gegangen am selben Abend und haben gesagt, wir kommen dann später vielleicht aufs Abendessen zurück. Wir sind dann an die Hillsong Conference und das war ein unglaubliches Ereignis, weil dort war einfach der Heilige Geist präsent. Verstehst du? Hillsong Conference, ein inspirierender Event. Gott war da, er hat gesprochen, es war so ermutigend und so weiter. Voll die Ladung, voll die Eventdröhnung, christliche Eventdröhnung bekommen. Und dann sind wir zurück mit der U-Bahn wieder und sind dort um 10:30 abends wieder angekommen im Penthouse. Die Tür ging auf, der kleine Asiate stand wieder da, hat unsere Jacken abgenommen und so weiter. Dann kamen wir ins Wohnzimmer und das Wohnzimmer war voll mit Leuten mit Anzügen und Abendbekleidung und ich fühlte mich nur leicht falsch am Platz mit meinem Pullover, aber egal. Und sie haben gesagt, wir haben auf euch gewartet, kommt, nehmt Platz. Der Koch hat gekocht für euch und so sind wir dort gesessen. Und da habe ich während dem Essen festgestellt, mit wem ich hier am Tisch sitze. Gegenüber von mir war die Chefredakteurin von BBC England. Rechts neben mir war der libysche Botschafter. Links neben mir war irgendein anderer. Da rechts war ein Professor für so und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich gefragt habe, was mache ich hier? Das war verrückt, oder? Das war wirklich crazy. Und dann haben die gefragt, was macht ihr hier? Und ich habe gesagt, ja, wir sind an einer christlichen Konferenz. Was? Und die konnten das nicht glauben und haben Fragen gestellt. Und dann haben wir denen von Jesus erzählt. Wir waren 18, 19 Jahre alt. Es war ganz speziell. Und in dem Moment merke ich, wie Gott mir eine Frage stellt. Matthias, was willst du? Was willst du mit deinem Leben? Es war ganz einzigartig, weil ich hatte wie 2 Welten vor mir. Auf der einen Seite die volle christliche Dröhnung, die Ladung, so Reich Gottes Event. Und dann auf der anderen Seite Reichtum neben dem Harrods in einem Penthouse, Ansehen, berühmte Menschen, einflussreiche Menschen. Und es war wie so, als würde Gott mir die Frage stellen, was willst du? Ich meine, wenn jetzt, du kannst dich für den Reichtumweg entscheiden, oder? Und wenn alles gut kommt und du wirklich erfolgreich bist, dann ist vielleicht das Maximum, was du erreichen kannst. So, das war für mich wie klar. Und wenn jetzt alles klappt und ich werde irgendwie Millionär, Milliardär, dann kann ich mir eine Yacht kaufen. Und ich war wie in einem Moment in diese Welt versetzt und habe gesehen, was möglich wäre, falls ich diesen Weg einschlage. Oder Gott fragte mich auf der anderen Seite, oder willst du mir nachfolgen?
Willst du mir vertrauen, dass ich dich versorge? Geh an diese Bibelschule. Gib mein Leben mir hin. Und irgendwie fiel es mir ganz leicht, diese Entscheidung zu treffen, Gott als Versorger anzunehmen, weil irgendwie kann Gott so machen und mich mit solchen Leuten zusammensetzen und dann kann ich gut essen oder so. Aber ich habe irgendwie dann in einem Moment entschieden, ja, ich folge Jesus nach. Das ist 100-mal besser. 100-mal besser. Das war vor 17, 18 Jahren. Diese Entscheidung hat mein Leben verändert, hat mein Leben geprägt bis jetzt. Aber diese Frage, die Jesus mir stellt und dir stellt, fordert mich heute wieder neu heraus, weil jetzt habe ich eine Familie gegründet, jetzt haben wir gerade ein Haus gekauft, kannst du dir vorstellen. Jetzt sind wir so eine kleinbürgerliche Familie, haben uns es eingerichtet. Und diese Frage, die fordert mich wieder heraus. Was willst du, Matthias? Willst du mir wirklich nachfolgen? Willst du das? Und ich glaube, Jesus möchte dir diese Frage auch stellen, nochmal neu. Und vielleicht bist du noch ganz frisch im Glauben oder du hast noch nie die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Vielleicht bist du vor 40 Jahren an dem Punkt gewesen und hast gesagt, doch, ich folge Jesus nach. Ich bin ein Lehrling von Jesus, ich bin ein Schüler von Jesus. Ich möchte ihn imitieren, ich möchte von ihm lernen. Aber ist das heute noch dein Hauptanliegen? Und diese Frage ist entscheidend und deine Antwort darauf noch viel entscheidender. Weil alles, was jetzt folgt, diese nächste Woche oder auch die Übungen und bla bla, ist alles bla bla, wirklich. Ist alles bla 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 bla, wenn du nicht wirklich willst. Und ich glaube, und ich habe gebetet für heute Morgen, auch für dich im Livestream, wenn du zuschaust, dass wie Gott persönlich dir diese Frage stellst und du nochmal neu dir bewusst wirst, ja, Moment mal, was will ich denn? Will ich das wirklich? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen für die Nachfolge? Bin ich bereit, auch Nein zu sagen für andere Dinge, weil Jesus mir das Wichtigste ist? Ich möchte zum Schluss jetzt beten und du kannst gerne dich einklinken in dieses Gebet. Vater, wir danken dir für dieses Camp und für diese Woche. Wir danken dir für die Kraft deiner Worte, die Kraft deiner Fragen. Und ich bitte dich, dass du sprichst in diesem Camp zu jedem Einzelnen hier. Egal wie lange er schon im Glauben ist, egal wie alt er ist, ob er ein Jünger ist, ein Ältester ist, ob er ein Schüler ist, ein Lehrling ist, ob er vielleicht noch nie eine Entscheidung für dich getroffen hat. Jeden einzelnen Menschen liebst du und möchtest mit ihm unterwegs sein. Für jeden Menschen hast du eine Idee, einen Plan. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass dieses Camp wie ein Instrument sein darf in deiner Hand, wo du mitarbeiten kannst in unseren Herzen. Ich bitte dich jetzt für die Small Group Zeit, dass wir diese Fragen wälzen dürfen, dass wir ehrlich werden dürfen voreinander und vor dir. Was wollen wir wirklich? Was will ich wirklich? Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns begleitest und inspirierst auf diesem Weg. Amen, Amen, Amen. Super.